Willkommen bei Dreckstart der Lützeburgischer Gaming Show auf YouTube. Wir sind froh, dass der Haut nicht abschaltet. Und wie immer mit dabei sind den Mike Orlowski. Salut. Und den Hinkel. Salut. Voilà. Ja, das war eine gute Woche. Wir haben viele neue Sachen rausgekommen. Oh ja, oh ja. Du hast ein Video gemacht gehabt, Mike. Ja, okay. Ja, ich hatte Black Ops. Ohne Kommentar. Okay, das gibt mir einfach nicht dabei gequatscht. Ich habe versucht zu weisen, der Schnitt mit mir am Black Ops 3. Das ist Protze, wie gut du warst. Ich soll ein Video machen. Ja. Ja, und da hat man noch Diskussionsraum. Ja, da war Freitag, als ein zweiten Teil von der Diskussionsrunde rausgekommen. Und das war das Thema Sexualisierung von Frauen und Videospieler. Und ja, da hat man auch meist gut so dabei. Genau. Ja, und gestern hast du mein kleines erstes Video, ersten Eindruck über Mad Max rausgekommen. Spiel hat mich beschäftigt. Absolut, also da wird gucken. Ja. Voilà. Also, das ist schon ein Intro für heute und dann kommen wir zu den News. Fallout Monopoly. Richtig heieren, am November kommt eine Edition von Monopoly raus am Stil von Fallout. Das wird Bethesda offiziell dann bestätigt. Dummer 30 Fallout an mit Assassin's Creed, mit Legend of Zelda an mit World of Warcraft. Leider ist allerdings noch nicht bekannt, ob die Monopoly-Version dann auch außerhalb von den USA wird verkauft gehen. Konami ist halt ein bisschen mehr negativ an den News. Lo war ja sicher eine gute Woche für sie, weil Metal Gear Solid 5 für released ging und noch überall durchgehend ziemlich gut Kritik gekriegt. Aber Konami hat natürlich einen Absetzen. Auf Twitter hat Hideo Kojima einen Tweet geretweet von einem Fan und das war ein Bild von Metal Gear Solid 5, was der selber gemacht wurde, Fanmade Bild von Metal Gear Solid 5 und den Hideo Kojima hat das cool gefunden und das Retweet. Direkt drauf hat Konami dann ein Copyright Claim drauf gemacht und das doch von Twitter dann raufhüllen gelos. Ja, so Fans rüsseln den Kopf, verstehen nicht das Verhalten und haben am Internet unlängst den Untergang von Konami vorausgesucht. Den Jimmy Kimmel, also bekannten ja, genau den. Den Jimmy Kimmel, das ist ein bekannten Late-Night-Show-Moderator in Amerika. Er hat sich bei den Gamer ein bisschen unbelebt gemacht. An einem Sketch wird er gesagt, er ging Leute, die Streamer nur gucken, nicht verstehen, er gibt den ganzen Sinn, du hast nicht verstehen, wie ich kann einem nur gucken bei einem Videospiel spielen. Und hat dann ein bisschen den Gag mit ihnen gemacht. So, die Video haben sie auf YouTube abgeladen und den hat entretemps dann über 75.000 Daumen unten und auch Tausende, Zehntausende von Kommentaren drin. Viele hundert E-Sports und Streamen probiert zu verteidigen und noch ein bisschen zu erklären, was dann der Reiz daran ist und so. Leider haben da auch ganz viel echter lamentabel Kommentare eben gepostet, wie das dann eben noch so ist. Aber voilà, für darum gut zu machen, hat Jimmy Kimmel dann sich die zwei bekannten YouTuber, den Markiplier und Mrs. May, angeladen und hat mit ihnen zusammen ein bisschen gespielt, so Rocket League gespielt. Und sie haben sich auch ein Video geguckt von dem Mrs. May und voilà, für ihn das Ganze ein bisschen Minute zu bringen und zu erklären, was dann der Reiz ist. YouTube launched a new video network yesterday where you can watch other people play video games. For real, the whole network. It's called the We Should All Be Very Ashamed of Ourselves for Failing as Parents channel. Actually, it's called YouTube Gaming, and I don't get that. To me, watching another person play video games is like going to a restaurant and having someone eat your food for you. Just if you like them, play them. But I guess I'm getting old. When I was a kid, you only watched other kids play video games when you ran out of quarters, and then you'd stand there. But apparently, there's big money in this. And one of the top video game players is a guy named PewDiePie. He reportedly makes $4 million a year
doing this, which is funny because that is precisely how much you would have to pay me to sit through one of those videos of somebody. But if you're a video game player who likes to watch other video game players play video, well, the problem is, where does it end? YouTube is launching an exciting new service, YouTube Gaming. With YouTube Gaming, you can watch other people play the hottest new games. Awesome. Nice shot. But what if you want to watch the people watching the people playing the video games? Well, get ready for YouTube's Watch Watch. I think something cool just happened. But wait, there's more. If you want to watch people play video games, check out YouTube Third Watch. I have no idea what's going on. And we're not done yet. With YouTube Almighty, you can watch all those people being watched by God himself. What the HE double hockey sticks is this? I've created a race of idiots. The YouTube Gaming Suite. Watch it, dummies. Nice shot. Ja, und dann nach pur bis mi klein Nachrichten haut, 2 neue Release-Datumer sie bekannt gehen. An der das World of Warships, eine Art Free-to-Play online Schiffe versenken, am Stil von World of Tanks und auch von denselben Developers Wargaming. Das Spiel könnt ihr offiziell den 17. September raus. Und dann haben wir auch noch Wildstar. Wildstar hat mir schon gleich geschwärzt, dass ein Delo auf Free-to-Play umstellen. Meja Carbine wird dann auch da offiziell rausgehen, dass der 29. September die Free-to-Play-Version dann online geht. Und dann nach 2 Videospielen Film, News, Gerüchte noch schaffen 20th Century Fox an Churning Entertainment unter Entwicklung von einem Mega Man-Film. BBC wird dann einen Trailer rausgebracht für einen Film, den sie rausbringen, einen Fernsehfilm, und zwar über Grand Theft Auto. Der Film heißt The Game Changers und dreht sich um die Geschichte von Sam Houser, der Co-Founder von Rockstar Games. Der wird gespielt von Daniel Radcliffe, den wir ja gut kennen als Harry Potter. Und den Jack Thompson, ein Advokat an Videospielgegner, der gespielt wird von Bill Paxton. An den hat sich an der Zeit ein Kreuzzug geliefert gegen Rockstar Games an GTA am Allgemeinen. Voilà, der Film der soll dann noch rauskommen. Auf der Website von der BBC steht geschrieben, dass sie die Autorisation haben von den GTA-Macher. Lo hat dann aber Take-Two Interactive, das ist die Mutterfirma von Rockstar Games, die haben direkt einen Plan gelöscht gegen BBC wegen der Copyright-Verletzung. Play video games. Als große Mad Max-Fan konnte ich mir natürlich Gelegenheit nicht entgehen, das Night Mad Max-Spiel PC zu testen. Gestern konnte ich schon den ersten Teil von meinem Mad Max Video High Infect Place Games Channel gucken und nächste Woche geht es dann auch nach Part 2 davon. Ich kann euch aber direkt verraten, Mad Max ist ein grafisch spektakuläres Open-World-Action-Spiel an der Third Person. Developer sind Avalanche Studios, die spätestens seit Just Cause 2 bestens bekannt sind. Der Hauptschwerpunkt besteht aus 2 Bereichen. Das ist erstens Melee-Kampf und zweitens Autoen. Autoen gibt es immens viel, und all sind sie optisch wie auch technisch upgradebar. Und so macht es enormen Spaß, durch das wunderschöne Wasteland zu cruisen, Questen zu erledigen und sich bombastisch an 10 gesagten Autos Schlüchten zu liefern.
Spiel als wie gesagt vollgestopft mit Content und Optimisation um PC als quasi perfekt. Für mehr Gewürze zu gehen, guckt nächste Woche auf unserem Channel The Part 2 von meinem Video. Wenn der Fan von Horrorfilmen sieht, da kann sicher das folgende Szenario. Eine Gruppe von Jugendlichen geht an eine Hütte, die Dave am Busch verstopft und schlecht zugänglich ist. Es ganz für sich eine schöne Zeit zu machen, aber es entwickelt sich zu einem Albtraum. Sie sind nämlich nicht allein am Busch. Until Dawn ist genau das, just als Spiel, respektive als interaktive Film. Du als Spieler musst nämlich die Art stereotypisch und offensichtlich amerikanische Jugendliche durch die Nöch bringen, auch für sie Decisionen treffen. Oh, congrats, you're top cow. That's real deep calling Miss Homecoming a cow. Oh. Diese Decisionen affektieren, ähnlich schon gesehen bei Vierräder wie Heavy Rain oder Stanley Parabel, die ganze Story. Wo kleinen Entscheidungen wie erscheiße das Kleinkaweischen oder nicht, die darauf sind, den Charakter von der Figur beeinflussen, über Antworten und Reaktionen und Dialoge. Look, I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest, I'm really kind of insecure. Bis zu Millisekunden-Reaktionen und Entscheidungen, wenn es spannend wird. Die Entscheidungen und Decisionen verändern darauf sind die ganze Story. Entwickler Supermassive Games haben nämlich dafür gesorgt, dass es viele verschiedene Variationen vom Schluss gibt, die alle vom Spieler aufhängig sind. Das macht als Until Dawn irgendwie einen extra spannenden Horrorfilm, der ganz von einem selber als Spieler aufhängig ist. Es will ihn nicht versohlen, es will ihn die richtigen Entscheidungen treffen, aber wenn er nicht schnell genug reagiert, geht es nicht einfach ein Knäppchen für die neu zu lösen. Das Spiel verzeiht den Fehler nämlich nicht und es geht einfach so weiter. Du als Spieler hast die Reaktionen, also hat der Charakter sie nicht, also verläuft Geschichte auch dementsprechend. Dazwischen findet ihn immer gerne ein paar Hinweise auf die Story, zum Beispiel kleine Hinweise oder Stecker von einem Totenfall, den in der Zukunft voraussieht. Das Spiel selber ist ein Kapitel abgebaut und erinnert sich zwischen denen immer um deinen persönlichen Spielverlauf an die Entscheidung, die du getroffen hast. Dazwischen könnt auch immer einen kleinen Psychotest, wo kein geringeren wie den Herr Peter Stormare dir als Psychiater ein paar persönlich Fragen über deinen Charakter stellt. Aber wiefern das den Abschluss auf das Spiel hat, habe ich noch nicht gemerkt. Aber okay, why not? Aufgesehen von der Grafik, die teilweise wirklich beeindruckend ist, suche ich fix Kameraperspektive für ein schönes Filmfeeling mit Bildern, die definitiv fantastisch ausgesehen. Es ist ein Genre, den definitiv noch nicht so oft vertreten ist an der Gaming-Welt, aber durchaus Potenzial. Für den ganzen nach mehr Filmflair zu gehen und Developer von Supermassive Games auch nicht in ihre Figur gespürt und dafür carrément richtige Schauspieler geholt. Auch wenn das Spiel mich mehr zum Grinsen wie zum Pferd berührt hat, hat es mich aber ganz gut in der Hand. Charaktere wirken mehr menschlich, wie nicht von Videospielfigur gewinnt das, und mit dem großen Einfluss, den ihn als Spieler hat, fühlen sich wie Regisseur von seinem eigenen Horrorfilm. Until Dawn, seit dem 25. August für PlayStation 4 heraus, als etwas für jeden, den Horrorspieler oder Filmer gern hört, und open als für alle Genres von Videospielern. Mike, willst du noch trinken für eine Sendung? Nee? Okay. Kein Problem. Ja, aber das ist der Butterfly-Effekt, wenn du dann eine kleine Decision hältst, die dann enorme Auswirkungen danach hat. Ja. Sorry, ich bin beim Trinken. Ich bin abgewischt. Kann man dir noch riechen? So kann man das Video nicht fertig. Dauert das dann. Ey, durch. Lang Joer as et hier seit Metal Gear Solid 4 released gouf. What took you so long?
Wie es nun soweit war und der charismatische Spielentwickler Hideo Kojima offiziell ungekündigt wird, dass das Spiel könnt, war Fred natürlich groß. Es sollte das größte und ambitioniertste Spiel aus seiner Karriere bislang gehen. Alles war am gute Weh, bis ob Gerüchter und Relation zwischen dem Hideo und Konami entstanden sind. Leider haben sich die Gerüchte auch als vorher bestätigt, die 2 Kilo getrennte Wehr und es herrscht zumindest von Konami-Seite aus ganz schlecht Blut. Auch spätestens seitdem dem Kojima sein nächstes Projekt Silent Hills gecancelt wurde, hatte viel Leute Angst, dass Metal Gear Solid ein ähnliches Schicksal erwartet. Den 1. September war es aber soweit und das Spiel auf den Markt kommt. Ich habe das Spiel am PC gespielt und mein erster Eindruck ist ziemlich positiv. Das Spiel sieht gut aus, lebt flüssig, aber was die Story anbelangt, ist es bislang ganz interessant. Als ich auf meiner Motherbase angekommen bin, möchte sich auch die Ambition vom Spiel so lös bemerkbar. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit 3 Spielstunden bislang die Stats noch recht 1% vom Spiel gespielt habe, was dazu führt, dass ich nach weit von einem definitiven Fazit weg bin. Dafür gibt es dann aber geschwind ein ausführliches Video hier im Channel. Thomas sind wir da noch schon gekommen, gebe ich so, ne? Ja. Schluss von dieser Folge. Wir so nicht wie immer vielmals merci, dass da angeschaut hat. Wie immer vielmals merci für das Feedback. Macht weiter so, schreibt uns, wer da wollt, wir sind für alles froh, was wir kriegen. Ja. Und gut, auch noch nichts Schlimmes, wieso? Nein. Nein. Voilà. Und ja, like, subscribe, so wie ihr Lust noch ist. Und dann sehen wir uns nächstes herum, wenn es heißt, sie gut präpariert. Rote Knöpfchen Nummer 2. Nee, heißt Start. Direkt Start. Hey, ciao. Salut. Thank you.